Gedankenanstoß und Inspiration. Bleib bis zum Schluss. Das ist der Donnerschlag über Sprachlosigkeit, Hoffnung und Begegnungen in der Festivalseelsorge. Mein Name ist Nadine Zurbrück, ich bin die Sozialdiakonin von Metal Church. In der Schweiz sterben jeden Tag 3 Menschen durch Suizid. Mehr als die Hälfte der Personen, die einen Suizidversuch unternommen haben, werden nachher nicht von Fachpersonen betreut. Und 2 von 3 Personen suchen sich bei Suizidgedanken keine professionelle Hilfe. Mit diesen Zahlen bin ich vor 3 Monaten in Themenblock Suizidalität am Schulungstag für die Festivalseelsorger eingestiegen. Und auch heute, wenn ich die Zahlen sehe und lese, erklüpfe ich immer wieder drüber. Das Thema Suizid und Suizidalität ist eines von diesen Themen, die uns in Gesprächen am Festival immer wieder begegnen. Nicht übermäßig, aber stetig. Und in Tendenz steigend. Und obwohl das so ein gleich konstantes Thema ist, erlebe ich auch immer wieder, wie wenig sprachfähig wir bei diesem Thema sind. Und auch selber als grundsätzlich gut ausgebildete Person habe ich zuletzt kaum Worte gefunden, wo sich in meinem Umfeld ein Mensch das Leben genommen hat. Und diese Sprachlosigkeit in Kombi mit den effektiven Zahlen von vorher, das ist der Grund, warum wir uns einerseits am Vorbereitungstag auf die Festivals mit dem Thema ein bisschen genauer beschäftigt haben, aber auch warum ich das Gefühl habe, dass es es wert ist, in einem Donnerschlag aufzunehmen. Es geht nicht zuletzt darum, aufmerksam zu machen. Am Festival begegnen uns sehr viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen. Es hat aufgestellte, lustige Personen dabei, es hat traurige, betrunkene, interessierte, aufgeregte, ängstliche, fröhliche Menschen, kaum eine Emotion, die es am Festival nicht gibt. Ich sage gerne, das Festival, das ist das volle Leben im Konzentrat. In diesem Jahr bleibt mir eine Begegnung bzw. ein Mensch ganz besonders in Erinnerung. Einer, den ich über das ganze Festival immer wieder angetroffen habe. Er ist am Summerside schon früh am ersten Tag vorbeigekommen. Ein bekanntes Gesicht, ich habe ihn auch schon an anderen Konzerten oder Festivals getroffen. Ein junger Mann, immer höflich, ein bisschen distanziert, grundsätzlich interessiert an Metal Church, gleichzeitig aber auch klar reserviert gegenüber allem, was Kirche, Glaube, Religion betrifft. Und das Schöne war, wir sind uns in diesen 3 Festivaltagen immer wieder begegnet. Mal im Infield beim Konzert hören, mal beim Essen und sogar auch mal am Morgen um 2, so bei einem Absacker oder was man am Morgen um 2 halt am Festival noch so macht. Auch zu dem Zeitpunkt war er immer noch sehr höflich, alkoholbedingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger distanziert. Hey, ja, und die nächste Begegnung ist dann schon ein paar Stunden Schlaf später gekommen, nämlich am nächsten Mittag beim Kaffee. Ganz schüch hat er gefragt, ob er am Vorabend sich noch korrekt verhalten habe. Es gäbe da ein paar Lücken. Ich konnte ihn diesbezüglich tiptop beruhigen. Und was nachher kam, war ein wunderbares Gespräch. Eine Lebensgeschichte mit Erfolg, mit auch Misserfolgen drin. Und dann, wie aus dem Nichts, der eine Satz. Und weisst, wenn ich dann manchmal auf der Arbeit an meiner Maschine stehe und dann die Blöterli im Kopf kommen, dann überlege ich jetzt nur einen Schritt vorwärts. Und dann wäre alles vorbei. Wäre wohl auch nicht tragisch. Ja, vielleicht für meine Angehörigen. Aber sonst, für mich, wäre allweil nicht schade, oder? Und da war sie wieder. Kurz die Sprachlosigkeit, weil schnelle, unüberlegte Worte in dem Moment,
die werden dem Gegenüber nicht gerecht. Und Floskeln, die sind sowieso meistens mehr verletzend als hilfreich. Einfach schweigen geht aber auch nicht. Und wenn ich mir heute mit ein bisschen Abstand im Büro die Situation überlege, dann gäbe es sicher verschiedene passende Antworten. Ich war in dem Moment extrem dankbar für ein wunderbares Bild, wo mir jemand aus dem Festival-Seelsorgeteam im Nachgang zum Schulungstag geschickt hat. Und zwar beschreibt das Bild eine Szene, wie einer verfrüht das Festival verlässt. Er wird seine Gründe haben, warum er das macht. Und dann hockt er im Auto, im Stau auf der Autobahnauffahrt und er hört durch das offene Fenster, wie jetzt gerade seine Lieblingsband genau den einen Song anfängt zu spielen. Und vom Konzertgelände her weht der Wind noch so ein Stück von einer Konfettischlange bei ihm ins Auto rein. Und hey, wie gross plötzlich der Wunsch, doch auf dem Festival bleiben zu sein. Eben nicht vor dem Schluss schon gegangen zu sein. Oder im konkreten Fall, warum bleiben? Warum nicht den einen Schritt vorwärts in die Maschine machen? Weil das, was ist, nicht alles ist. Und weil du hier und heute keine Ahnung hast, was noch kommt. Vielleicht an Schwierigem, ja, an Herausforderndem, aber auch an Gutem. Und weil, hey, wenn das Lieblingsriff durch die Boxen dröhnt und die Konfettikanonen losgeht, es einfach im Infield so viel geiler ist als auf der Autobahnauffahrt. Darum. Was bleibt nach 2 von 3 grossen Sommerfestivals? Bei mir vor allem Begegnungen. Begegnungen, die mich zum Lachen gebracht haben, solche, die mich nachdenklich gemacht haben und solche, wo ich sicher bin, dass ich sie nie mehr vergessen werde. Für all diese Begegnungen bin ich von Herzen dankbar. Genauso dankbar bin ich für unsere Teammitglieder, die das Anliegen der Festivalseelsorge mittragen, die für das ihre Freizeit und ihre Ferien einsetzen. Und ich freue mich darüber, dass Festivalorganisationen den Wert dieser Arbeit erkannt haben und sie anfangen zu unterstützen. Besonders dankbar bin ich dem einen Festivalseelsorger und lieben Freund für das Bild. Das Bild mit dem Konfettifötzel, wo mir im entscheidenden Moment eben Wort geschenkt hat und die Sprachlosigkeit überwunden hat. Ich bin dankbar für die vielen guten Gedanken und Gebete, die uns durch die Festivals begleiten. Für den Schutz und für die Bewahrung, die wir erleben. Und für die Gewissheit, dass da einer ist, der grösser ist als wir und der alles in seiner Hand hat. Und ich habe Respekt. Ich habe mega grossen Respekt vor all diesen Menschen, die genau dann, wenn eben Blöterli im Kopf kommen, stehen bleiben. Oder sogar einen Schritt zurück machen. Und falls vielleicht gerade du, liebe Hörer, liebe Hörerin, die Situation kennst, dann überwind die Sprachlosigkeit. Melde dich bei einer Vertrauensperson, noch besser bei einer Fachperson. Bei deinem Hausarzt, beim Seelsorger, bei einer Fachstelle. Zum Beispiel Telefon 143. Melde dich bei uns per Mail offenesohr@metalchurch.ch. Weil hey, du weisst nicht, was du verpasst, wenn du das Festival vorzeitig verlässt. Ich wünsche uns allen noch einen sensationellen restlichen Festivalsommer.